liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gesetzesprojekt 490 thematisiert unter anderem zwei Sujets, die heute in Lützburg noch weiter keine Aufmerksamkeit auf sich gezogen und auch in der öffentlichen Debatte bislang noch nicht groß thematisiert wurden. Bei den zwei Sujets handelt es sich um das Verbot von der Rekonstruktion vom Himmel und der Erstellung von sogenannten Jungfräulichkeitszertifikaten. Das ist eine Tatsache, dass das Praktiken an unseren Abschlägerischen DAX für Aufmerksamkeit im politischen und medialen Niveau gesucht haben. Ich finde nicht schon an einem Artikel oder an einem Reportage mitgekriegt, weil Frauen aber so Praktiken müssen zurückgreifen. Nicht, weil sie das wollten, sondern weil die Konditionen, die die Kultur stellt, müssen erfüllt gehen. Weil sie die Konditionen nicht erfüllt, kann Konsequenz für eine Frau sein, dass sie Opfer von einem sogenannten Ehrenverbrechen wird. Nach einem Ehrenverbrechen versteht einen Akt von Gewalt, häufig sogar Mord, den durch ein Familienmember oder Member von ihrer kulturellen Gemeinschaft verübt wird, gegen eine Person, meistens eine Frau, die als Schandfleck für die Familie oder soziale Ehe betrachtet wird. So Akten stehen im Zusammenhang mit einem kulturellen Ehrenkodex, den unter anderem sexuelles Verhalten vorschreibt. An der Realität sind sich viele Frauen gezwungen, das kulturelle Konditionen zu erfüllen. Das geht so weit, dass sie eine Rekonstruktion vom Himmel frohen, weil es für sie im nächsten Mann wie hier kulturell und immer doch gesellschaftlich evaluieren geht. Im schlimmsten Fall ist sogar die Evaluieren am reinsten Sinn vom Begriff. Aus der selbst kulturellen Erwartung heraus gehen betroffene Frauen noch dazu gedrängt, ein Jungfräulichkeitszertifikat vorzulehnen, für sich so für eine Auflehnung, Ausgrenzung und Gewalt zu schützen. Das ist ein Denkweise an ein Verhalten, die in unserer Kultur so nicht gehen und noch keinen Platz in unserer Gesellschaft finden dürfen. Ein Mensch, egal ob Frau oder Mann, darf nicht als Besitz gehandelt gehen, auch nicht aufgrund von einem falschen Ehrenverständnis. Das du für ein Eis, Haut, Hai, es klar und stark Zeichen zu setzen, an dem wir das Praktiken explizit verbieten und deutlich verurteilen. In dem Sinn stimme ich für Chlorio zu diesen zwei Punkten an diesem Gesetzesprojekt. Wie ich schon an der Kommission angeschaut, froh mir wird separé für den nächsten Punkt. Merci. Bei dem dritten Punkt sollen die Leben von 3D durch Konsultation beim Gynäkolog an dem tatsächlichen Akt von der Auftreibung aufgeschafft gehen. Als RDR haben wir heute gesagt, dass es zu einer Verharmlosung von der Auftreibung und allem, was damit verbunden ist, kommt. Das kann zu einer gefährlichen Haltung von der Gesellschaft gegenüber der Auftreibung führen. Aus dem Grund muss man aufpassen und verhindern, dass die Auftreibung bis hin zu einer Verhütungsmanier banalisiert wird. Weil das ist es nicht und das wird nie gehen, weder aus einer gesundheitlichen noch aus einer moralischen Sichtweise. Wenn ein Erwachsener reif genug ist, für sexuell aktiv zu sein, dann muss sie noch die nötigen Vorkehrungen treffen, für nicht schwanger zu gehen. Die Vorkehrungen hält ihn handelt und nicht, wenn kann schon am Pütz leid. Und auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, fällt in der Selbstbestimmung und mit der täglichen Verantwortung von der Frau, ganz im Sinn von my body, my choice. Selbstbestimmung ist nicht ein Schalter, den ihn recht umlädt, wenn es echt geht, wie hier im Fall von einer Schwangerschaft. Selbstbestimmung tritt nicht in reicher Kraft, wenn es um die Auftreibung geht. Wenn wir die Freiheit von Hunden als für Sexualität zu dezidieren, und hier klein Klammer ab, wenn ihn dazu gezwungen wird, schwätzen wir nicht mehr von so einer Freiheit natürlich. Da müssen wir auch mit der Verantwortung von dieser Freiheit leben und umsichtig umgehen. Wenn wir als Gesellschaft mehr resilient als widerstandsfähig will gehen, dann müssen wir uns alle unsere Verantwortungen bewusst sein. Wenn eine Entscheidung getroffen wird, zum Beispiel nicht zu verhüten, dann muss ich noch verantwortlich zu seinen Decisionen stehen, sowie alle Konsequenzen, die damit einhergehen. Das ist wirklich Selbstbestimmung. Generell sind wir als ADR auch der Meinung, dass das Gesetz keine Fristenlesung, mehr eine Indikationslesung soll vorgesehen. All Mensch an all Situationen sind unterschiedlich, so wie doch immer wie vom Collège Medical steht. Ihr eine Frau sich zu diesem definitiven Schritt entscheidet, muss ihr beim vollständigen objektiv Manier informierter Beratung gehen. Uns fehlen Zölle für Lützeburg, für wirklich können festzustellen, ob ein Delay allgemein sinnvoll ist oder nicht. Was ist überhaupt der momentane realen Delay zwischen der Demande und dem tatsächlichen Akt? Es wäre ein Grund, sich Frauen aufzutreiben. Wie viel dezidieren sich aber schlussendlich noch um? Aus welchen sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Krisen kommen die Frauen? Du willst dagegen an dem Sinn gerne eine Motion deposieren. Merci, Madame Schulz. Ich komme zum Schluss. Wie schon in meiner Rede erwähnt, ist das Sujet von der Auftreibung individuell unterschiedlich.
und persönlich Situationen und Werte gebunden, und kann auch politisch in alle Richtungen diskutiert gehen. Als ADR wollen wir auf der einen Seite eine Banalisierung vom Auftreibungsakt für als Gesellschaft verhindern und aufmerksam machen auf die tatsächliche Selbstbestimmung vom Mensch. Auf der anderen Seite verstehen wir, dass ein Delay spezielle Fall, wie zum Beispiel bei einer Vergewaltigung oder bei psychischen oder sozial-emotionalen Problemen, eine Belastung kann sein. Wir hätten uns gewünscht, dass das Gesetzprojekt eine Derogation vorgesehen, die Zeitspanne der Konsultation beim Doktor an der Auftreibung für eben gerade den Spezialfall abhilft, am Platz, dass sie generell aufgeschafft wird. Aus dem Grund können wir diesen Punkt nicht mitstimmen.